Merci, Herr Präsident. In einem Centre sozioedukativ de l'État kann in sich vieles vorstellen. Du denken zum Beispiel an eine dezentralisierte Sozialstruktur, die nobelsten Obers an die Jugendlichen, die sozial determiniert Verhaltensprobleme haben, am schulischen Kader negativ auffallen bzw. aus der Schule ausgeschlossen sind. Ein ganz Palette von maßgeschneiderte pädagogischen und psychosozialen Betreuungsmethoden ubit, gerade so wie ein schulischen Enkadrement an eine ganze Reihe Freizeit- und professionelle Aktivitäten, die den Jugendlichen es möglich machen, so viel wie möglich an die Gesellschaft angeschlossen zu gehen. Es gäbe sich an dem Fall die Kader vom Centre sozioedukativ als agreeabel, inklusiv und erholend vorstellen, mit Geringfläche, Raum für Sportmöglichkeiten, an Möglichkeiten für und gesellschaftlich Leben zu haben. Herr Präsident, wenn der humanistisch abhegt, stellen sich ein Kader für den nicht mit einem Centre pénitentiaire zu dienen hat. An diesem Gesetzestext gehen das Visionen von der Jugendbetreuung und vom Jugendschutz aber zerstört, was ein Inhalt sich ausschließlich auf die Abweihung von einer zusätzlicher Unitätssekurité riecht. Das UNICEF ist dann noch gleichgestaltet beim Centre pénitentiaire, wo sich von Straßengebieten Personal dieselben Traitements und Avantagen wie in Prison und et müssen hinnen das Arbeit an einem ganz gefährlichen Environnement mit ganz gefährlichen Insassen gezielt Stück schmackhaft machen. D'auteren vun diesem Projekt de loi gehen also d'office davon aus, dass es sich bei den zukünftigen Pensionären gefährlich Kriminelle handelt, die müsst absperren, auf ein muskulierte Personal betreut müsste gehen. Die Wortwahl für das Jugendliche zu definieren, also in dem Sinn stigmatisierend, jeune délinquant, jeune avec un passé criminel, etc. Sans avoir en contradiction mit der protektionellen Approche, die gesetzlich durch la Protection de la Jeunesse vertreten ist. Das vielleicht, weil dann der professionelle Bereich von der Justiz, aber auch am sozialen Sektor falsch interpretiert wird. Und dass mittlerweile das diskriminierend und stigmatisierenden Termen für Jugendliche oder Minderjährige, die deviant Verhaltensweisen haben, an den normalen Sprachgebrauch übergangen sind. Wann was gibt es von Alternativen für die Floskel surveiller et punir zu ersetzen? Wie wäre es mit accompagner et valoriser? An diesem Projekt de loi geht es um Absperren von Menschen, die noch nicht erwachsen sind. Beim Absperren muss man sich folgende Frage stellen: Was bringt es der Gesellschaft? Und auch was bringt es den Menschen, die gesperrt wurden, sowieso dann auf freiem Fuß kommen? Sind sie nicht vorprogrammiert, für so weiterzuführen wie früher, an so eine Menge Menschen oder der Gesellschaft zu schützen? Sind die Jugendlichen, die kein Delikt vorzuweisen haben und trotzdem zu Treiber gelandet sind, weil sie vielleicht familiäre Probleme hatten, an näher Kontakt mit jungen Delinquenten gekommen sind die Jugendlichen nicht durch eine potenziell delinquente Schule gegangen. Es ist evident, dass ein Delikt muss sanktioniert gehen, auch bei jungen Leuten. Mehr als der Wäschsperren mit einer repressiven Mentalität die richtige Sanktion. Jeder, der etwas vom Fach versteht, sieht nein. Und das ist auch schon lange bekannt. Aber es scheint zu Lützeburg noch nicht der Fall zu sein. Herr Präsident, ich weise noch zum Schluss auf den Avis von der Association nationale des communautés éducatives et sociales hin. Dieser Avis ist am exemplarisch, weil es von Leuten geschrieben ging, dass die Erfahrung an die nötigen Kompetenzen im Terrain von der Jugendbetreuung mit sich bringt. Hier Forderungen und Kritiken zu diesem Projekt de loi, ob die ich nicht kann angehen, mit denen da wert sind, gelesen zu gehen hätten, Teilkeil können diese Projekt de loi ersetzen, und damit wären wir heute zu Lützeburg sicherlich ein gutes Stück weiter an Sachen von einem modernen Enkadrement an der Prävention von der Delinquenz juvenil. Herr Präsident, das Placement von devianten Jugendlichen an Zonen Institutionen wie UNICEF zu Dreiburg ist als letzten Rekurs gelten. Das ist aber an dieser Fassung gar nicht der Fall. Da gibt es ein paar Sachen aufgezählt, die nur an Sanktionen disziplinäre rankommen. Das kann vom sexuellen Angriff gehen oder überhaupt vom Angriff auf Personal gehen bis auf den Nicht-Respekt vom Ordre, vom repetitiven und Nicht-Respekt vom Reglement d'ordre intérieur gehen, wie auch eben der Vetter den eng Weg findet. Und das alles wird am selben Park angepackt, und nicht als letzter Rekurs, was ein Isolement angesiegt wird, dazu angefordert.
Et gibt soviel aner präventiv a reparativ Methoden, die Partizipation vom Jugendlichen fördern, an der Jugendlichen individuell unterstützen, valorisieren, bei der Elaboration von seinem Lebensprojekt. Das natürlich dann kann ich so mir hun so ein Projekt Lebensprojekt viel gesehen ja aber das Problem ist das geschieht recht wann bis du gelernt hast an Wirklichkeit mise ja dafür sorgen dass das für drun überhaupt kennt erkraft gesagt gehen das heißt wir sind weiterhin an der Logik von der Repression vom Waschsperren weil eng archaisch Logik ist die schon längstens auf Vorgestalt gouf. An der Justiz misseich dann op dës Methoden zréckegraf gin fir dat schlimmst, dat kächte spielest an dat mat de negativste Konsequenzen op psychologischer sozial Wohlbefannen vun dessen Jugendlöchen, also Dachsperren ze verhinderen. Herr Präsident des Gesetz gëtt fir all Gesetz vum Grand Duc Henri ënnerschriwen schmengen a Wirklichkeit fir et méi zeitgemäß zu machen, hat den sech auch aller Limit kente firstellen, dat der Grand Duc Willem de Feierten et ënnerschriven hat, weil mir sind auch immer an enger Logik, die sech am 19. Jahrhundert erreicht. Dafür werden wir gegen das Gesetz stimmen. So nicht merci. Wir sind dort Ende von der allgemeinen Diskussion gekommen und die Regierung hört den Herr Edukationsminister.